Heute zusammen, hier ist der Crown Cletus, der Crown Daddy oder der Chris im echten Leben, ganz wie ihr wollt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf ein weiteres Titanfall Gameplay, das ich euch hier zur Verfügung stellen kann. Habe ich selber erspielt während der Beta auf der Xbox One. Ich versuche hier am Anfang mit meinen Parkour-Skills auf Dächer raufzukommen. Wir spielen hier eine Art Team Deathmatch. Und weil ich zu diesem Zeitpunkt die Map schon ein bisschen gekannt habe, habe ich auch versucht, diesen Typ hier irgendwie zu locaten. Und habe schon den ersten Gegner hier gesehen und gerade auch verwünscht. Der Jamie Alex war down und ja, so mit mir Kill zu verbuchen hatte. Ihr seht, die Map ist natürlich ausgezeichnet geeignet für die Leute, die sie schon ein bisschen können und für die Leute, die vor allem wissen, wie man auf dieser Map manövriert. Weil das Geniale an diesem Game ist einfach, dass man sich so schnell bewegen kann, wenn man weiss wie. Hier muss ich schnell ein bisschen vorspulen, ist Brandin mit dem Baby reingekommen, geschwind Hallo gesagt, geschwind hergehöckelt. Und schon ziehen wir weiter. Der nächste Gegner ist hier ziemlich nahe von mir gespawnt, der Seiler, der versucht mich dann abzukassieren. Wir sehen es dann noch. Und auf Distanz sehen wir die Maschinenpistole oder mein Aiming oder die Kombination ist nicht unbedingt geeignet. Hier schon wieder schön eigentlich abkassieren. Sie spawnen hier fast ein bisschen fies. Und der Slayer oder Styler oder wie er heisst, hat hier schön gewartet auf mich. Sire, okay. Gleichzeitig kann ich aber schon meinen Strider mit dieser Burn-Card reinrufen. Das ist die einzige Strider-Burn-Card, die einzige Strider-Burn-Card, die ich während der Beta habe bekommen. Und der Strider ist ja eigentlich der leichteste von diesen ganzen Titans. Dadurch am schnellsten, aber auch am wenigsten gut panzert. Und der Vorteil ist ganz klar die Geschwindigkeit eben von diesem Titan im Vergleich zum Atlas, wo ja der Standard-Titan ist. Und dann gibt es noch den Ogre. So eine Burn-Card habe ich leider nie bekommen. Der Ogre ist am stärksten panzert und ist scheinbar dadurch am behäbigsten. Ja. Währenddem, dass ich hier so ein bisschen am ersten Mal, wie gesagt, Strider ausprobieren bin, versuche ich mich auf das Gebiet zu konzentrieren, wo der Strider auch seinen Vorteil am besten ausspielen kann. Und das ist eben seine Geschwindigkeit. Das heisst, ich versuche mich hier hinten in diesem Gebiet zu bewegen, wo ich ein bisschen mehr Platz habe und gehe darum nicht unbedingt in die Stadt rein. Ich habe dann noch ein bisschen Scharmützeln mit ein paar Piloten, aber realisieren dann relativ schnell, dass die alle abgemurkst waren. Der Kollegenpilot, der dort auch noch ein bisschen auf der Suche ist, hat scheinbar auch nichts gefunden. Und währenddem, dass ich hier ein paar Grunts abschieße, sieht man jetzt, dass der Dashcore online ist. Das ist ja die Spezialfähigkeit. Der Atlas Titan hat ja erhöhten Schaden, den man zwischendurch aktivieren kann. Und wie gesagt, der Strider hat eben den Dashcore. Das heisst, man kann unendlich dashen. Nicht nur zweimal, wie normalerweise, oder eben dreimal. Ihr seht ja, da ist auch ein Unterschied. In der Mitte die 3 Bäuchchen, unten oberhalb vom Killfeed sind wie oft dass man eben dashen kann. Und dann, wenn ich den Dashcore aktiviere, seht ihr dann, dass man dann sehr schnell vorwärts kommt. Vorher gibt es jetzt aber hier noch ein ziemliches heftiges Aufeinandertreffen von 2 gegen 2 Titans. Hier springt einfach nur ein Pilot in mein Geballer drin, ist auch nicht schlecht gewesen. Und ihr seht, ich kämpfe hier gegen einen Titan, der im Automodus läuft. Der Kollege ist dem gerade auf den Rücken gesprungen, bearbeitet ihn von dort. Also es ist wunderbar eigentlich gelaufen, sich fertig gemacht. Und das Gute ist, dass die Auto-Titans nicht unbedingt so intelligent sind. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man 3 im Automodus hat, aber es ist so, dass er einem schon ein bisschen kann Schutz bieten kann. Aber wenn man den Titan wirklich ausreizen will, muss man ihn selber steuern. Und ihr seht, der Dashcore ist online jetzt gerade vom Strider. Ich kann unendlich dashen. Die Steuerung muss man schon noch ein bisschen üben, aber das kommt auf jeden Fall gut. Und rein von dem her ist das Teil einfach wirklich ganz spassig, weil er sich eben so schnell bewegen kann und man grosse Distanzen sehr schnell zurücklegen kann. Ich nehme an, wenn man auf ein paar Ogres trifft, wird man schon ein bisschen Pech haben, ausser man ist wirklich sehr gut mit dem Manövrieren, weil die langsamen Ogre, auch wenn sie gut gepanzert sind, kann man natürlich, wenn man gegebenenfalls um sich kreist, vielleicht ausmanövrieren und so fertig machen. Ja, eben. Nach dem Rausjump aus dem Titan immer Knarren führen, Raketenwerfer oder eben hier die schrotflintenartige Flöte gegen Titans. Und hier ist ein schönes Techtelmechtel mit dem Pilot hier.
Ich glaube, habe ich nicht verwünscht. Nein, der sicher noch irgendwie davon ziehen. Hinter dem Pfosten ist jetzt eventuell neu verschwunden. Ich gehe noch einmal auf und ihr habt jetzt gerade gesehen, das ist etwas ganz Cooles, was ich im Titanfall sehr liebe. Man hat eine Konfrontation und im Call of Duty heißt es einfach, ja, der Ender ist der Geschwinder oder der zuerst schießt, stirbt zuerst. Es gibt dort verschiedene Regeln, je nach Leck und so. Aber im Titanfall hat man auch immer die Option, okay, ich ziehe schnell weiter, durch schnell mein Stimulationspack aktivieren, das ich jetzt glaube ich in diesem Game nie gebraucht habe mit der LB. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass man sich anders positionieren kann. Man springt schnell vom Dach, geht zur Tür rein, zieht durchs Fenster dann weiter auf den Gegner zu, kommt von hinten. Die ganze Verwirrspielerei, indem dass man sich halt so effizient und effektiv bewegen kann, sind wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und für mich viel spassiger als, ja, ich sage jetzt nicht das Call of Duty, weil es sind viele Games so wie das Call of Duty, aber ich meine, wenn man so ein bisschen das Crysis anschaut oder allgemein Games, wo man sich einfach flexibler, dynamischer bewegen kann, mir macht das eben schon noch Spass. Ja, je mehr dass man wie ein fetter, schwerer, langsamer Panzer ist, umso weniger Bock macht es mir dann auch. Ja, Jumpen, Wallrunnen, Double Jumpen, das Zeug fühlt sich alles so natürlich an und nach kurzer Eingewöhnungszeit kann man das wirklich auch schon ein bisschen ausüben. Und man sieht ganz klar, wer vom Call of Duty kommt und wer gar kein Interesse hat, irgendwie doch ein mal im Titanfall einen anderen Weg einzuschlagen, weil die laufen dann auch die Stege auf und ab und bewegen sich eigentlich so, als könnten sie gar nicht so rumspringen wie kleine Superhelden. Ja. Das Game ist fertig, wir haben gewonnen, das Gute, wie auch schon erwähnt. In einem anderen Video gegebenenfalls, habt ihr das auch schon gesehen, ist eben, dass die Runde dann nicht automatisch fertig ist, sondern es gibt auch noch die Fluchtphase, wo das eine Team zum Raumschiff muss kommen und das andere muss sie davon abhalten. Man hat nur noch ein Leben in dieser Phase und ihr seht jetzt, wir konzentrieren unser Feuer hier auf das Schiff, das dann der Gegner wegbringen sollte. Und das Gute ist, wenn man doch ein bisschen zusammen schafft, ist das Schiff so schnell weg, dass sie gar nicht abheben können. Wunderbare Sache, würde ich sagen, wenn der Gegner abheben kann oder wenn man das selber mal hat und man das schafft, gibt es noch schöne Boni. Und sonst ja, ist die Runde gut gelaufen für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mir wieder mal ein bisschen Text gewöhnen. Schön zusammen.